Oder was wäre, wenn ich nur mit etwas drohen musste, das ihr sehr wichtig war? Die Familie. Familie! Tutto! Tutto! Bastardo! Ah! Bin der Jones. Los! Jones! Hä? Was geht ab? Gina, komm, ich komm. Uah. Hallo. Tüding. Warte. So, ja. Guten Tag, ihr Leid. Weiter geht's mit Wir folgen Gina, wo auch immer sie uns hinbringt. Also Gina wird wirklich die bessere Archäologin als ich. Ist das egal, die hüpft überall runter. Was sieht nach einem Kuss aus? Tatsächlich. Da haben Sie recht. Ein Eskimo-Kuss oder was? Oh, tatsächlich. Ach, nö. Da ist ein 1-Punkt und da ist ein 2-Punkt. Ich glaube, da oben könnten Sie Halt für Ihre Peitsche finden. Aber ich muss erst die Ranken entfernen. Ja, dann entfernen Sie mal die Ranke. Ach so. Brauchen Sie auch noch Hilfe hier. Ah, gucke mal da. Das sieht mir gut aus. Moment. Helfen Sie mir mal. Ja. Gina. Warte mal, da muss ich erstmal das da loswerden, sonst funktioniert das nicht. Gina, komm. Okay, Komm her, los. Mädel. Räuberleiter. 3, 2, 1, zack. Und jetzt 5 Meter. Das war wirklich... Alles gut? Gute Also. Arbeit. Wir könnten hier im Turnverein Buddebach anfangen. Haha, mindestens. Zu dunkel. Werfen Sie mir eine Fackel zu. Eine Fackel, ja. Wo kriege ich denn eine Fackel her? Nämlich die da. So, Gina. Ich würde sagen, nicht fangen. Hopp. Ich sehe nichts. Geben Ja. Sie mir eine Fackel. Da. Danke. Bitte. Und nu? So, Halt für Ihre Peitsche. Das ist perfekt. Aber echt, hey, das ist wirklich... Danke. Heute läuft's. Los. Wie der Hechtner sagen wird, heute läuft's. So. Was haben wir denn hier? Nix. Wenn ich schlau gewesen wäre, ja, hätte ich Feuerzeug angezündet. Ja, haben wir es jetzt bald, ja. Hätte ich noch eine Fackel mir selbst hochgeworfen. Aber Gina will ja Archäologin sein. Schauen Sie mal, Jones. Oh. Schon wieder? Wieso bist du so groß? Achso, weil ich hier knie. Sorry. Ja, ich guck. Ich hoffe jetzt nicht, dass da unten Benzin ist, wo die Fackel drin liegt. Das wäre ein bisschen doof. So. Dieser Teil des Tempels sieht anders aus. Ah, stimmt. Er stammt aus der Zeit vor Sukhothai. Die Leute, die hier lebten, haben ihren Tempel darüber errichtet. Alles lag lange verborgen. Tempel auf Tempel. Vielleicht können wir... Wo gehen Sie hin? Jones, es ist das Spiel. Ja, natürlich ist es das. Das Problem ist eher, wie kriege ich die riesigen Figuren dahin? Wir brauchen mehr Leute, wenn wir spielen wollen. Oh, da gibt's... Was? วิญญาณแห่งท้องฟ้า ร้องขอเทวดาแห่งแม่น้ำให้คอยช่วยนำทาง ณ ใต้น้ำอันมืดมิด ชนรุ่นแรกได้ซุกซ่อนไข่มุกศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ เราอยากให้คุณช่วยทำหามุกไข่มุกศักดิ์สิทธิ์ Ihr wollt die Faschisten nicht provozieren. Doch das ist das Risiko wert. Nun gut, Dr. Jones. Was genau sollen wir denn tun? Also. Sie müssen sich auf die Bodenplatten aus Stein stellen, wenn ich es Ihnen sage. Ja, Folgen aber Sie mir zuallererst... einfach.
mache ich ein Foto von euch, weil ihr nämlich voll knuffig ausseht da unten. Zack, Das ist ein Spiel. hänge ich mir an den Wie in Schreibtisch. der verschollenen Zikurat. Ja, genau. Und als zweites, Hallöchen, Sagen Sie mir, Indy. wohin, Dr. Jones? Ich helfe gern. Wo soll ich denn hin, Dr. Jones? Nein, umziehen. So, gucke, damit man mich auch wieder kennt. Passt mal auf. Also, wir müssen da hinten hin. Das würde bedeuten... Warte. Der da steht richtig. Der da ist richtig. Der da braucht einen. Oh, der da wird schwierig, sag ich euch. Nee. Der da braucht einen und zwar hier. Ich weiß aber nicht, wie rum die sich drehen. Komm mal her. Du da. Pylon, dahin bitte. Ja, und dann guck mal, wie rum die sich drehen. Aha. Gegen den Uhrzeigersinn. So. Das heißt, der da ist fertig. Ja, wir brauchen hier noch einen. Damit der sich nach vorne dreht. So, ich will aber nicht, dass Pylon da jetzt hingeht. Ich will... Ah, da. Watana? Gut. Watana, hier hin. Watana. Darüber bitte. Nicht da drüber laufen. Danke. So, jetzt müsstet ihr auch nach vorne gucken. Also ich hoffe halt, dass das da die Tür ist, die wir aufkriegen müssen. Oder? Ja, keine Ahnung. So, dann haben wir eigentlich nur noch den da drüben. Hallo. Der Perle folgen? Der dreht sich... Ja. Sein Ein- und Aus. Shit. Sie so weit Okay. Den muss man zweimal drehen. Also einmal hier, einmal da und dann eigentlich nochmal. Der wird schwierig, sag ich euch. Hallo Lavan. Kannst du dich mal da hinstellen, bitte? Lavan, darüber. Nee. Nicht da. Ja, also so. Guck mal, wie höflich die ist. Die wollte sich jetzt nicht an mir vorbeidrücken. Sieht lustig aus, wenn sie dann so nach unten sinken. So. Das wäre Dank genug. Für das, was er getan hat, büßen So, Sambun oder so? nur, dass Dahin mein Volk bitte. in Frieden lebt. Nee, du. Ja, mach das schon. Gut. Guck mal, das geht, bei uns Männern geht das sogar ohne Worte. So, jetzt haben wir halt folgendes Problem. Moment. Wenn ich da jetzt jemanden hinstelle, dann ist der da zwar richtig, aber der da stimmt nicht mehr. Ah, pass auf. Pylon? Pylon? Sorry, ich will hier nicht dauernd Knöpfe drücken. Pylon? Pylon, stell dich mal bitte... Jetzt bin ich verwirrt. Moment. Ah ja, Ach, Kacke. Moment. Doch, das müsste... Pylon, könntest du dich bitte hier Darüber bitte. Ah, die hat ja zwei bedient. Ah, ja. Ach, Mann. Jetzt gehen die zwei, ja, drehen sich. Aber jetzt ist da vorne der falsch. Aber das ist nicht weiter schlimm, weil ich kann mich nämlich hier hinstellen. So. Yeah, Baby. Ich hab's immer noch drauf. Weißt du, das Ding ist, habt ihr euch schon mal gefragt, warum ich hier so einen Kopfhörer auf hab? Vor einem Moment. Aua. Keine Ahnung, von billig. Also der war wirklich billig, der hat 20 Euro oder so gekostet. Das kommt ganz einfach daher. Ich hatte früher einen teureren, den ich hier irgendwo rumfliegen habe. Der hatte aber ein Riesenproblem. Der war zu eng. Also da hast du aufgehabt und nach einer halben Stunde hat mir so die Birne wehgetan. Das war nicht mehr auszuhalten. Deshalb bin ich hingegangen, so. Und hab den oben auseinandergebogen, bis er geknackt hat. Also mehrmals, also immer wieder ist ein auseinander, dann ging es wieder 10 Minuten, dann hat er wieder wehgetan, irgendwann da habe ich ihn kaputt gemacht. Und dann hat er halt so ganz locker gesessen, so ungefähr. Das ist halt doof. So, worauf will ich hinaus? Ganz einfach. Warum hat mir der Kopf so wehgetan von dem anderen Kopfhörer? Weil mein Kopf so groß ist, weil mein Hirn so groß ist, weil ich so schlau bin, wie man gerade gesehen hat. So, mein Hirn ist zu schlau für teure Kopfhörer und deshalb muss ich hier mit diesem Billigding spielen. Also,
Nee, jetzt. Also ja, aber ich kann gegen den Kopfhörer nichts sagen. Für seine 20 Euro, er liefert mir Sound, er drückt nicht. Das Mikrofon, was dran war, nutze ich eh nicht. Aber doch, manchmal nutze ich es, weil das Mikrofon, was da nämlich dran war, das ist dermaßen schlecht. Also so richtig schlecht. Das hört sich an, keine Ahnung, wie in so Zweiter Weltkriegsfilme, wenn sie im Flieger mit dem Funkgerät sitzen. Gab es da schon Funkgerät im Flieger? Keine Ahnung. So hört sich's an. Sehr praktisch, wenn man zu faul ist, Effekte irgendwo draufzulegen und du brauchst genau sowas. Du brauchst einen Radiomoderator. Und dann kannst du das Mikrofon nehmen. Guck mal, dieses Blatt hängt, wie das lustig an dem einen Ast da hängt. Ja, so. Brechen Sie sich bloß nichts. Danke. Ich sall mich einfach ab. Yo, dass ich da nicht... Holla. Guck mal ein bisschen rüber, dass du wenigstens mit 2 Füßen draufstehst. Sind Sie sich auch sicher? Keine Sorge. Das Relativ. mache ich ständig. Ja, ich sall ständig einen ab. Ah. Keine Angst, ich gucke mich nur mal um. Ich hätte die Maske gar nicht gebraucht. So. Alles klar, Mädels. Eigentlich könntet ihr sogar runterhüpfen, würde ich mal so sagen. Das ist auch ein schönes Bild, oder? Screenshot gemacht. Eigentlich könnt ihr sogar runterhüpfen. Es ist eigentlich tief genug, aber ja, ich guck mal. Alles in Ordnung da unten? Ja, hab ich doch gesagt. Bleiben Sie, wo Sie sind! Ja, Bald möglichst wieder da! genau. Vorsichtig! Ja, Mama. Ich hoffe, die sind aus Stein. Die krude Darstellung eines Engels, der von Betenden umringt Ach so, ist. das soll ein Engel sein. Okay, das muss man aber auch dazu schreiben. Hallo, ich bin ein Engel. So. Junge, ihr seht richtig realistisch aus. Wenn ich das mal so sagen darf. Also da hat der Bildhauer... weißt du, da macht das so ein Dingens und sagt, das ist ein Engel. Aber daneben, upala, die Figuren, die sehen super aus. So, hier geht's, glaube ich, drum. Tote. Also das ist ein Engel. Okay. Muss ich da irgendwie dran fummeln? Blub, blub. Alles klar? Hat aber eine ausgefallene Frisur. Gefällt mir. Ich mag deine Frisur. Lass mal kurz Feuerzeug anmachen. Vielleicht gibt's hier im Eck. In der Eck oft was ist versteckt. Ja. So. Dann werden wir halt diese Treppe hinuntergehen. Ja, die sieht schon sehr stabil aus. Aber ich renne trotzdem. So, ich traue dem Ganzen nicht. Stabile Treppen können trügerisch sein. Egel. Na klasse. Ja, Blutegel, ja. Aber die richtig dicken. Also nicht schwimmen. Ich Ja, muss da anders rüber. da kann ich rüber hüpfen. Die richtig dicken. Kennt ihr, ich weiß nicht, gibt's hier Dorfvolk unter uns? So wie ich? Habt ihr schon mal Egel gesehen? Also das da, also okay, zugegebenermaßen, so Dschungelblutegel kenne ich dann doch nicht. Ich kenne nur die, wo bei uns heimisch sind. Vielleicht haben die aber auch einfach nichts zu fressen gekriegt. Also die ich kenne, wenn da irgendwie so eine, also meine Tante hatte so eine Tonne, eigentlich so ein Ölfass, könnt ihr euch vorstellen, und ohne Deckel halt draußen im Garten stehen. Und da hat es dann halt reingeregnet und dann war da Wasser drin. Super, also stehendes Wasser, Brackwasser. Das hat sie genommen, um Blumen zu gießen und so, ne? Und da habe ich so, die hat immer gesagt, nicht reingreifen, da habe ich so gern Stöckchen reingesteckt, also als ich klein war. Und warum? Ganz einfach, da waren kleine Blutegel drin. Das sind so kleine, wie Regenwürmer, nur vorne und hinten spitzer, aber auch dünner und nicht so lang und braun, eigentlich überhaupt nicht wie Regenwürmer. Und die haben sich dann an dem Ast da ein bisschen drum geringelt. Die sind jetzt aber nicht so wie hier. Das sieht ja... Mal, folgen die mir? Das sieht ja aus wie Piranhas hier. Na, so war das halt. Die haben halt so sich so gekräuselt halt so. Weißt du, wie das halt so Wurmviechers machen.
Oh je, jetzt wird's interessant. Ah ja. Wie das halt so Wurmviechers machen, also so. Was soll denn das jetzt? Wieso kriege ich denn jetzt Tastaturbefehle angezeigt? Egal. So. Wahrscheinlich kann ich da jetzt auch noch irgendwie rüber. Ja, natürlich. Was willst du von mir? Warum kriege ich denn da Assistent? So. Ja, also so. Ja, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man die Hand reingehalten hätte. Bei den Blutegel, die ich kenne. Wahrscheinlich wäre gar nichts passiert. Also hättest du halt so am Arm hängen gehabt, aber die waren halt wirklich nicht. Lass die mal Zentimeter vielleicht. Ja, das sind die Blutegel, die ich kenne. Eigentlich schon krass, stelle ich mir gerade vor, dass meine Tante da, ich glaube mal, dass sie da das Wasser genommen hat, um Blumen- oder Gemüsegarten zu gießen. Schon irgendwie krass, oder? Da hat sie mit Blutegel ans Gemüse gemacht und danach isst es. Also nicht danach, aber weißt, was ich meine. Okay. Oh, da drüben sind rote Blümchen. Rote Blümchen sind immer gut. Ich mag rote Blümchen. Naja, ich mag rot. Sag mal's mal so. Die Blümchen sind mir egal. Das könnte knapp werden. Das war knapp. Das war knapp. So. Und hier sind so 2 Pönöpel. Da werde ich mich mal reinbegeben in die Pönöpel. Ach, guck mal, da ist auch lichtiger. Da geht's ganz schön runter. Es wird interessant. Was machen eigentlich jetzt die ganzen Leute, die ich hierher geschleift habe? Ich glaube jetzt nicht, dass ich da, wenn ich da wieder peitsche, dann falle ich ja runter, breche mir die Arme und schlag dann da drüben an der Wand an. Das wolle man nicht, ne? Ach, guck mal, da drüben ist eine Brücke. Habe ich noch gar nicht gesehen. Wieso laufe ich schon wieder so komisch? Ah, weil ich wieder in der Hocke bin. So, Moment. Erstmal nach links gucken. Alter Donkey Kong Country Trick. Immer erstmal nach links gehen. Okay. Ach, da hätte ich auch so hingehen können? Feine Sache, oder? Ja, okay, die Frage ist halt, warum? Das ist hoch. Ah, das war wirklich hoch. Das hätte man eleganter wahrscheinlich lösen können. Nö. Okay, jetzt kann ich ja da einfach... Ah, ich kann auch einfach runtergehen. Ich wollte jetzt eigentlich runter hüpfen, aber wenn da eine Treppe ist, kann man auch gehen. Wir sind ja flexibel, sind wir ja. So, siehst du. Ach ja. Das macht gerade richtig Spaß. Ja, ich weiß, es ist vielleicht nicht so interessant, aber ich mag ja... Ich bin ja großer Fan von Walking Sims, ist halt wirklich so. Und einfach nur rumlaufen. Mein Gott. Oh, inneres Heiligtum. Das muss es sein. Also muss ich jetzt an meine Freundin denken. Um ehrlich zu sein, ich habe vorhin schon an meine Freundin denken müssen, als die ganze Zeit gesagt haben, hier, meine Perle, meine Perle. Und dachte ich auch, Mann, bin ich ein Shovi, ich weiß. Oder wie der Bayer sagen würde, ich bin Anchovy. Okay, sagt er wahrscheinlich nicht, aber egal, hoppa. Ich weiß nicht, ob da auch Egel sind. Oh, was ist das? Ach, der steht auf der gesegneten Perle. Oder wie? Oder ist das die Perle, um die es geht? Das ist doch wieder so ein Dingensbummens. Das nehme ich runter und dann passiert was. Dann muss ich da hochrennen. Da habe ich dann 2 Egel in der Buchse oder so. Ja, komm. Guck. Ja, genau. Ah, da kommt der Archäologe in ihm zum Vorschein. Da muss doch irgendwo... Das ist doch eine Falle. Ah, da gucke.
Mit 17 heiligen Steinen. Und einer Warnung an die Menschen kam die Stimme Gottes auf die Erde. Stimme Gottes. Metatron. Der Kreis muss geschlossen sein, um was? Moment, ich muss was... Komm schon, Laura, was hast du für mich? Kreis. Der Kreis? Kreis bedeutet auch Name. Was, der Name muss geschlossen sein? Ist das Ding, was er in der Hand hat, ein Kreis? Es gibt immer einen Auslöser. Es gibt nur einen Weg. Ja, er robbt sie jetzt runter. Das war so klar. Ich wusste es. Ich auch. Langsam bin ich es leid. Aber sowas von. Wieso mal. Achso, ja, der will ja den Stein rausholen, der da drin ist. Okay, auf geht's. Aus dem Tempel entkommen. Das ist aber praktisch. Hast du noch einen? Nein, hoch, Indy. Schneller hoch. Ich meine ja nur. Okay. Geh hoch! Hör auf hier, Fissimatenten zu machen. So. Da guck. Das hätte böse, das kann böse die Finger zerquetschen. Eieieiei. Ist da ganz rüber. Na, so ein Zufall, dass das aber das Timing genau passt. Hopp hoch mit dir, Indy. Ist gut. Jetzt darfst du ein bisschen rennen. Oder auch nicht. Indy? Alter. Hilfe? Kann ich da hoch? Nein. Wo muss ich denn hin? Ja, dahin, aber das bringt doch gar nichts. Hilfe? Ich hänge fest. So, hilft mir doch wer. Echt jetzt? Wo geht's denn hier weiter? Oder geht's hier gar nicht weiter? Nee, das kann ja gar nicht sein. Kann ich da weiter rüber? Ah, es wackelt hier alles. Kann doch jetzt sein, dass ich jetzt ins Wasser hüpfen muss. Ist da irgendwas? Kann ich da hoch? Was, geh hoch, Indy? Da rüber? Aber da komme ich noch her, oder nicht? Ah, nee. Da geht's wirklich weiter. Okay. Hat keiner gesehen. Schneide ich raus. Als ob. Natürlich mache ich das nicht. Oh ja, da bin ich hergekommen. Geh hoch. Geh runter. Kriegen wir alles hin. Ja, Leute, wo kommt jetzt das Feuerzeug her? Das war knapp. Ja, das war wirklich knapp. Das macht aber gar nichts. Ich mag knappe Sachen. Hallo? Könntest du den Prompt anzeigen? Danke. Jetzt lass doch mal das blöde Feuerzeug aus. Mann, ey. Wir brauchen das nicht. Wir rauchen nicht. Sag mal, ist das nicht irgendwie gerade ziemlich dumm? Da bin ich doch hergekommen. Ja, es ist ziemlich dumm. Jetzt hüpft er nicht mehr. Achso, darüber vielleicht. Nee. Darüber vielleicht. Auch nicht. Darüber vielleicht. Das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Eieiei, wo bin ich denn jetzt eben weitergekommen? Habe ich schon wieder vergessen. Da. Da. Gerade eben noch gesagt, oh ja, Ja, aber das bringt gar nichts. Was
Was soll das hier? Ach, jetzt geht das schon wieder los. Nee. Ja, aber da komme ich her, da gehe ich im Kreis. Da kann man nicht hier schon wieder ins Eck. Da bin ich rausgekommen, da gehen wir nicht hin. Ja, ja, dann gehen wir halt mal da geradeaus. Hallo, ich bräuchte eine Eingebung. Ich könnte jetzt wirklich eine Eingebung gebrauchen. Das Einzige, was übrig bleibt, ist der da. Aber da komme ich irgendwie... Ach, Quatsch. Ach, jetzt sag... Nein, geh hoch! Ja. Okay, keine Ahnung, ob das so geplant war. Ah, jetzt geht bestimmt die Brücke kaputt. Hallo, ich renn mal außen rum. Ist da auch noch... Was ist denn das da? Wo kommt denn jetzt das Wasser daher? Ach, so. Ich glaube, ich mache... Ja! Die Peitsche daran festmachen! Ja! Alle raus! Der Tempel stürzt ein! Ach, ich glaube, das haben sie von alleine festgestellt. Ja, wie gut. Was ist denn da gut dran? Wenn der Tempel einstürzt, spinnt ihr? Das war ein schöner Tempel. Rüber mit dir. Ja, Indy, hoch. Könntest du dich vielleicht hoch... Ja, dann mach halt so von mir aus. Ist mir egal. Hauptsache du gehst raus. So. Ah! Was ist denn jetzt los? Okay, das Wasser sagt mir... Darf ich da nicht hin, oder was? Ja, kannst du ruhig benutzen, Indy. War das jetzt nicht dasselbe, wo ich gerade war? Und dann waren da aber die Igel? Ich geh mal dahin. Hätte ich da vielleicht Luft holen sollen gerade? Weiß nicht. Also hier soll ich bestimmt Luft holen. Ah, okay. Okay, das ist schon mal gut. Gina! Ich hab ihn. Gina, Sorry, Jones. lass mich raten. Ich war nicht schnell genug. Ich dachte schon, da steht Voss. Das wäre deutlich schlimmer gewesen. Aber okay. Und der andere? Welcher andere? Warten Sie! Halt! Ein Leben der Ignoranz. Welch Segen. Beneidenswert, kleiner Mann. Das ist Voss. Oh. Der Riese hat recht. Denn das ist, was Sie sind im Inneren, Dr. Jones. Ein erbärmlicher, kleiner Mann. Besser als ein Nazi zu sein! Ja, Sie haben den Stein für mich gefunden. Und... Oh, ist das der Stein aus Machu Picchu? Ja, ich hatte das Gefühl, dass dieser kleine Ganswurst fürs Vaterland sterben würde. Alter! Doch sagen geht's noch? Sie, Tipp. Ragazzine. Hatten Sie und Ihre Schwester ein schönes Wiedersehen im Himalaya? Zur Hölle, Voss! Nein, sie hat es nicht geschafft. Wie schade. Ich fing an, sie lieb zu gewinnen. Nimm doch die Peitsche und peitsch sie so. Hier oder so. Sag mal, haben sie die Schergen aus Star Wars geklaut oder was? Kannst du vergessen. Schieß mal die
Füße. Ah nee, schieß nicht auf die Füße, Mann, ich bin beim Falschen, ich bin beim Falschen. Jones! Gina, hinter dem Schild bleiben! Ja, Wir müssen hier raus! ja, natürlich müssen wir das. Kleiner Mann! Ja, aber was mache ich hier? Ja, ich bin dabei. Ich überlasse denen die Steine nicht! Oh Gott! Weg! Oh Gott! Die weg. Ja, wohin? Oh Gott! Hinter dem Schild! Oh ja, da. Komm, Gina. Das war aber knapp! Gina, komm doch hierher. Hier kann man raus. Gina. Da kommt man durch! Ja, sag ich doch. Lass sie nicht entkommen! Jetzt sag bloß, er ist so dick, der kommt nicht durch. Guck. Achso, nee, der macht das. Gut. Schön. Okay, dann machen wir jetzt gleich eine Bootsfahrt zu dritt, glaube ich. Was jetzt? Sind sie? In Deckung! Läuft irgendwie gerade nicht so gut, ne? Ei, ei, ei. Da Feuer einstellen! Nicht schlitziger. Verdammter Idiot! Dong. Sie sind in der Falle, Dr. Jones! Was geht denn hier ab? Ah, natürlich! Die Rebellen! Alles gut. Er gehört zu uns. Wir halten sie auf. Nehmen Sie das Boot am Fluss. Und viel Glück, Dr. Jones. Danke. Los, gehen Sie! Verdammte Gewehr her! Okay, das sieht doch eigentlich schon mal gut aus. Ich hätte nicht gedacht, dass das so... Den Kopf schön unten halten. Erstmal ruhig bleiben. Ja, genau deshalb. Ich wollte gerade sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so glimpflich Bringen Sie uns ausgeht, hier raus. aber wir sind noch nicht raus. Festhalten! Kopf unten lassen vor allen Dingen. So. Früchtegott. Warum helfen Sie uns? Ich wähle das kleinere Übel. Da oben! Die Brücke! Den Feind des Feindes, was? Die Steine müssen diesem Trotz vorenthalten bringen. Der Fluss ist blockiert. Nächste Waffe. Woanders lang! Ah. Vor uns. Es sind zu viele! Den haben wir schön Ich wusste gar mitgenommen. nicht, dass Boote das können. Ja, ich auch nicht, Hinten. ehrlich gesagt. Hinten? Ruhe Kommt denn hier alle her? Seid ihr dumm oder was? hinfort. Und vorwärts. Aber echt, hey. Kann ich nicht leiden. Rechte Seite. Dann habe ich mal einen Hut weggeschossen. Wenn wir So. die Steine wollen, müssen wir uns zusammen. Ich habe irgendwie nicht mehr viel Knarren. Jetzt geht er weg. Direkt vor uns? Was ist direkt vor uns? Ah! Ja! Achtung! Ja, auch wieder nichts. So, wir haben bald keine Knarren mehr. Ist er jetzt da? Der Motor! Keine Zeit zu verlieren. Wo muss ich hin? Ich höre sie doch. Ah! Da drüben. Ins Wasser. Nein, 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 nein! Die. Ah! Aua, ah! Okay. Okay, okay, okay. Ja. Ah, da. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. X. Okay. Ja, aber ich alleine? Was sind die anderen beiden? Ich weiß nicht, ob ich die jetzt halten. Wo ist der Riese? Das ist nur China. Keine gute Schwimmerin. Laber nicht, das ist ein reißender Strom. Was willst du da schwimmen?
Das ist ja wie wenn du sagst, bist in der Schneelawine und ja, du bist kein guter Skifahrer. Ich will ihm Laura muss sie mal verraten. batschen. Wieso hat meine Schwester ihre Befehle befolgt? Was, wenn ich nur die Besessenheit ihrer Schwester mit ihrer Forschung geweckt habe? Leute wie Sie würden mit Freude ihre Prinzipien opfern, wenn sie die Möglichkeit bekommen, ihrer Faszination nachzugehen. Und manche würden sogar ihr Leben dafür geben. Ich kann sie voll verstehen, ich hätte mich schon früher eine gebatscht. Die naive kleine Schwester. Sie ekeln mich an. Oder was wäre, wenn ich nur mit etwas drohen musste, das ihr sehr wichtig war? Wie Familie. Familie! Toto! Toto! Bastardo! Ah! Wenn der Jones... Los! Okay, ich dachte jetzt, die hauen ab. Nee, die suchen immer noch nach mir. Gina, ich muss da irgendwie runter. So. Leute, dann machen wir morgen weiter. Für heute haben wir genug. Yes, nee. Guck mal, ich muss unbedingt was essen und alles. Morgen geht's weiter. Tschüss.